Guten Morgen besser gesagt, auf Hochdeutsch. Es geht weiter, wie angekündigt, mit weiteren Testrunden zum Deck von gestern, das ich ihm gezeigt habe, wie ich es gebaut habe, was drin ist. Heute kriegen wir einen Japan-Spieler als Gegner. Könnte ein Rusher sein, das heißt, ich brauche am Anfang gleich ein paar billige Karten. Ich kann diese Wache, müsste ich eigentlich in der Hand behalten, damit ich jedes Mal einen Verteidigungspunkt bekomme für mein Hauptquartier. Ich setze jetzt mal diese Wache ein. Und siehe da, es ist ein Rush-Spieler. Der wird mir jetzt in die Front ziehen. Ich habe aber die Zeit, diese Wache noch zu spielen. Oder diese Wache zu spielen. Und dann müsste mir jetzt diese Einheit eigentlich schon, macht er auch, neutralisieren. Ich habe jetzt da eine Bindungskarte. Wenn ich die setze, verliere ich einen Punkt. Ich gehe das Risiko aber ein, da ich ja diese Karte in der Hand habe. Und ich bringe noch diese Einheit, dann wird der schon eins stärker. Diese Einheit kann ich jetzt nicht mehr retten. Ich habe keine Karten im Deck, wie ich diese Einheit wieder flicken kann. Das war jetzt spannend, dass er... Okay, muss der eigentlich machen, ja. Das bringt jetzt eigentlich nichts, weil wenn er nicht direkt den Schaden kassiert, verursacht er trotzdem. Okay, jetzt habe ich Blitz. Den zerstören und ich ziehe nach hinten. Damit er nicht in die Frontlinie kommt. Wenn ich ihn zerstören muss, macht er immer wieder einen Schaden. Und da haben wir ihn. Also wir setzen jetzt diese Wache ein. Hauptquartier an. Die Wache hat Hinterhalt und Schock, das heißt, er hat zu wenig Schlagkraft, mir diese Einheit zu zerstören. Aber er kann sie natürlich herausnehmen, ja. Jetzt muss ich unbedingt eine Wacheinheit einsetzen. Wir nehmen gleich diese da. Die hat 3. Ja, wir nehmen diese da. Was wird er tun? Er wird meine Wacheinheit, ich brauche den Konter. Ich muss den Befehl kontern, damit er die nicht unterdrücken kann oder was er immer auch tun will. Da war ich jetzt zu spät. Dann geht's weiter. So. Ich nehme jetzt die Konterkarte. Was greife ich? Greife mal an. Hat den Vorteil, dass ich hier noch eine Garnison gekriegt habe. So, hat dann funktioniert.
Okay, dann haben wir hier Schock. Und zerstören wir jetzt mit Schock. Da. Er wird mir... Also ich nehme mal sicher rein und lasse das mal so stehen. Hat gut funktioniert. Wieder mal so einen Rascher geschlagen. Gibt gleich noch eine zweite Runde. Wenn sie so schnell sind, auch noch eine dritte Runde. Okay, ein Britenspieler. Der spielt dasselbe wie ich. Vielleicht. Also oder er will versuchen, so mit billigen Einheiten die Angriffsstärke zu erhöhen und schnell anzugreifen. Der wird auch mit diesen Garnisonen spielen, die dann... Da haben wir ihn. Der macht immer 2 Schaden an meinem Hauptquartier. Da bräuchte ich dann diese Wacheinheit, die den Schaden absorbiert. Habe ich leider nicht. Noch nicht. Hier kann ich dann dem Hauptquartier wieder ja, Leben einhauchen. Also er spielt definitiv mit Garnisonen. Wir haben nur eine Einheit mit Bindung. Egal, ich muss irgendwas spielen. Ich könnte in die Front ziehen. Jetzt macht er mir 3 Schaden. Ja, jetzt nimmt er mir meine Einheit weg. Okay, jetzt, da ist meine Wacheinheit, die brauche ich, so. Die darf er mir jetzt einfach nicht zerstören. Die sind jetzt mal neutralisiert. Jetzt greife ich ihm diesen an, dann hat er keine hohen Angriffswerte mehr und er zieht keine zusätzliche Karte. Genau, das war das Problem. Jetzt hat er mir schon alles zerstört, okay. Jetzt gehe ich setze den mal fest. Und nehmen wir meine Karte. Das wird jetzt relativ knapp. Der macht jetzt immer 3 Schaden. Und meine wichtigste Karte ist weg. Jetzt kommt noch einmal, jetzt macht er schon 4 Schaden. Ich habe
habe 7. Ich krieg den nicht. Der macht 1, 2, 3, 4 Schaden. Also ich brauche sicher mal Leben und wenn er angreift, gibt es was. Jetzt bräuchte ich dieselbe Karte wie er hat. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Also ich kann den jetzt nicht angreifen. Ich habe hier eine Wache, okay. Der macht mir 1, 2, 3, 4 Schaden. Ich überlebe noch genau diesen einen Angriff. Ja, jetzt kommt er noch mit Mischler. Na toll. Und noch einmal. Ja. Da war ich jetzt nicht wirklich, hatte ich keine Chance. Geben wir noch eine dritte Runde. Hoffentlich wieder zum besseren Ende für mich. Das war jetzt übrigens so eine Kombination mit Hauptquartierschaden, Japan-Mischler. Das sieht man eher selten. Okay, den brauche ich, den will ich. Der ist günstig, der ist so teuer. Also es könnte nochmal ein ähnliches Spiel sein wie vorhin. Ich nehme den jetzt auch nochmal raus. Als erstes wird dieser da eingesetzt. Okay. Er hat nichts gespielt. Wir sind mutig und setzen den Flieger. Dann kann ich schon meine. Der spielt genau dasselbe Spiel wie vorhin. Also der hat wieder die Japaner. Ja, das ist vermutlich derselbe Spieler. Wir gehen Risiko. Ich habe ja noch ein bisschen Leben. Das ist genau dasselbe Spiel wie vorhin. Dann muss ich in die Front. Ich habe jetzt mal mein Hauptquartier beschützt mit dieser Einheit. Der wird mir aber diese Einheit wegnehmen, zerstören, weil ich kann sie nicht schützen und er hat die nötigen Karten im Deck.
wenn ich jetzt den angreife, passiert genau gar nichts, oder? So. Okay. Das war jetzt auch spannend. Jetzt kommt er in die Front. Also wie, da meine Wacheinheit ist da gefährdet. Der hat 8 Leben. Ich nehme mal den aus dem Spiel. Der hat Schnellfeuer, bringt irgendwie nichts. Der hat Blitz. Der wird jetzt diese Einheit versuchen zu zerstören. Mit was gehe ich rein? So gehen wir rein. Ja, war für ihn wichtig. Offensichtlich. Okay. Er hat keinen. Wenn ich jetzt überlebt er. Der überlebt auch. Die muss weg. Kann ich jetzt nicht setzen. Okay. Ich lebe noch. Und ich muss unbedingt diese Einheit da verstärken. Er kommt jetzt nicht in die Front, der muss sie angreifen. Das heißt, er muss schon zweimal angreifen. Ah, vielen Dank. Deine Mechanik hat nicht funktioniert. Meine schon. Ja, das waren schon wieder diese 3 Runden. Verliefen jetzt auch wieder nicht so schlecht. Also das Deck hat auf jeden Fall Potenzial. Und dann wird es auf nächsten Freitag wird's vermutlich ein neues Deck mit einer neuen Mechanik geben oder eine Bindung mit Japan oder sowas. Und den Rest der Woche bin ich wieder der Handwerker und am Wochenende wieder der Gamer. So läuft das. Vielen Dank zum Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Video. Tschüss.